Ja, Lügen haben kurze Beine und lange Folgen. Das ist das Thema heute von dem Konfirmationsgottesdienst, von der Predigt. Das Thema, das wir unsere Konfirmanden ausgewählt haben. Und wir sind eingestiegen mit diesem Theater. Offensichtlich in Embrach wird gelogen. Das heißt, das Theater knüpft an wahre Begebenheiten an. Und ich glaube, wir können uns alle ein Stück weit wahrscheinlich mit beiden identifizieren, mit dem Bäck und mit dem Bauer. Der Bauer, ein rechtschaffener Mann, versucht, das gut und richtig zu machen, ohne Lügen, möglichst ehrlich, wägt ganz genau ab. Und vielleicht geht es euch oft ganz ähnlich, ihr versucht es gut zu machen, das Richtige zu sagen. Manchmal ist man von einer Wahrheit aber so überzeugt, dass man trotzdem irgendwie nur 900 Gramm abgewogen hat. So, ja, also ich bin ganz sicher, ich habe den Autoschlüssel wieder zurückgehängt. Irgendjemand hat ihn geklaut oder versteckt und plötzlich ist er im eigenen Rucksack. Haben wir gelogen, ohne es eigentlich zu wollen und haben noch gedacht, wir liegen 100% richtig. Oder manchmal geht es uns vielleicht auch wie dem Beck. Der wird überhaupt nicht gerne belogen. Das macht ihn ja wütend. Er bringt sogar den anderen vor Gericht. Deswegen. Aber selber mal ein bisschen etwas zurechtrücken, mal irgendwo die Wahrheit etwas austricksen, hat er gar kein Problem damit. Vielleicht geht es euch auch manchmal so. Selber hat man es gar nicht gern, wenn man angelogen wird, aber selber mal die Wahrheit ein bisschen einen Trick ausüben. Und dann haben wir das Thema, Lügen haben kurze Beine und lange Folgen. Das haben wir auch wunderbar gesehen. Also nicht nur kommt die Wahrheit ans Licht, plötzlich da im Gerichtssaal, sondern das hat ja ganz viele Folgen. Plötzlich weiß das ganze Dorf, dass sie von diesem Bäck beschissen wurden. Weil er hat eine falsche Waage, oder? Da ist irgendetwas nicht so gut und dann die unerhörten Staatskosten, die auf uns Embracher zukommen. Jetzt müssen wir diesen Bäck im Gefängnis verwahren, so lange, und das kostet viel Geld. Und dann noch das Schlimmste von allem, der Bauer hat jetzt kein Brot mehr, das er gebacken bekommt. Also es hat noch viel mehr Folgen eigentlich, als nur das, was man am Anfang gedacht hat. Finde ich cool, steckt alles in dieser kleinen Geschichte drin. Wir sind also voll mitten in unserem Thema. Und ich habe zur Vorbereitung von unseren Konfirmanden eine Liste bekommen mit 6 Impulsen, was zu diesem Thema gehört, was wichtig ist. Ich habe die mal hier mitgebracht. Ich habe gedacht, das ist super, die haben die Predigt eigentlich schon vorbereitet. Der erste Impuls, den Sie da aufgeschrieben haben auf dem Blatt, zum Thema Lügen. Was bedeutet das für uns Christen? Lügen, Alltag, Auswirkungen auf mich selber. Zweiter Impuls, schadet es, die Wahrheit zu sagen? Dritter Impuls, euer Ja sei ein Ja. Dann, wo fängt das Lügen an? Das 5. Lügen nicht eigentlich alle? Es ist doch normal. Also man könnte das ein bisschen chilliger nehmen, so habe ich es verstanden. Und dann der 6. Impuls, wie gehe ich damit um als Christ, wenn ich angelogen werde? Und ich habe mir gedacht, dass diese Impulse, das ist der perfekte rote Faden für die Predigt heute. Also danke vielmals fürs Vorbereiten, tipptopp, da legen wir gleich los und gehen diesen Impulsen nach. Und wir starten mit diesem einen Impuls. Schadet es, die Wahrheit zu sagen? Und ich habe mir schon gedacht, ist ja eine Aussage, oder? Heutzutage ist es so normal, dass man von morgen bis am Abend überall die ganze Zeit angelogen wird, dass man manchmal zu diesem Gedanken kommen könnte, ja, eigentlich bin ich ja selber blöd, wenn ich immer die Wahrheit sage. Manchmal ist es ja ein bisschen bequemer, wenn ich mal etwas verschweige oder wenn ich mal etwas nicht so genau sage oder vielleicht sogar, wenn ich für meinen Vorteil oder um nicht so blöd dazustehen, auch mal etwas ein bisschen die Unwahrheit sage. Und dann kommt manchmal so der ganz fromme Gedanke, ja, vielleicht ist es ja sogar für den anderen besser. Ich sage, ja, du siehst heute so wunderbar toll aus, aber eigentlich gefällt mir das Outfit nicht so, aber mir geht es besser, wenn ich das sage und ihr geht es besser, wenn ich das sage und am Schluss sind ja irgendwie alle glücklich, obwohl es gelogen ist, oder?
Also man könnte sagen, man weiß heute ja schon fast nicht mehr, was ist noch wahr und was ist eigentlich fake. Sind wir auf sozialen Medien unterwegs, Instagram, Strandfoto, perfektes türkis Meer. Plötzlich frage ich mich, stimmt das überhaupt? Oder ist da irgendwie noch irgendwelche Filterzeug und Sachen? Oder ich schaue mir YouTube Shorts, irgendwelche Prank-Videos an und plötzlich frage ich mich, ja, ist es das wirklich so passiert? Oder wieso ist die Kamera da im perfekten Winkel, dass sie das genau aufgezeichnet hat? Ist nicht alles fake. Oder dann habe ich mir auch überlegt, im Moment ist ja auch Trend, dass man versucht, möglichst authentisch zu sein, oder? Dass die Stars weinen vor der Kamera mit zerzausten Haaren, Zeug und Sachen erzählen und plötzlich fragen sie sich, ist das überhaupt echt oder ist das jetzt gespielt? Und man kommt überhaupt nicht mehr draus oder man ist irgendwie am Gamen, Fortnite und denkt, boah, dieser Gegner, der ist wirklich gut. Und plötzlich, der hat einen Aimbot da im Hintergrund irgendwie, ein Roboter, der ihm hilft, alles zu zielen und zu treffen und so weiter. Und man weiß eigentlich Tag ein, Tag aus gar nicht mehr, was ist echt, was ist falsch. Und deshalb verstehe ich dieses Thema super. Oder? Das ist unsere Lebensrealität heute. Wir leben in einer Welt voller Schein, Trug, Fake, Unechtem, Unrealem. Und wir können uns zu Recht fragen, ja, wie ist das? Wie ist das denn? Lohnt es sich überhaupt, die Wahrheit zu sagen? Oder gehört es nicht eigentlich zu unserer Welt, das Gegenteil dazu? Wie wir sehen werden, wir gehen schon zum nächsten Impuls, den wir bekommen haben, aber wie wir sehen werden, ist es wahrscheinlich die größte Lüge, die heute verbreitet wird, dass sich Lügen lohnt. Wir gehen zu diesem zweiten Impuls. Lügen nicht eigentlich alle? Es ist doch normal, wir könnten es ja viel chilliger nehmen. Also wir knüpfen genau an diese Gedanken an. Wir nehmen da jetzt einen Bibeltext dazu in Matthäus 23. Hier redet Jesus zu Menschen, die vorgegeben haben, anders zu sein, als sie sind. Er nennt sie Heuchler. Ich lese Matthäus 23 ab Vers 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den 10. Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, nach Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Ihr aber entfernt jede kleine Mücke aus eurem Getränk. Doch ganze Kamele schluckt ihr bedenkenlos hinunter. Andere wollt ihr führen, dabei seid ihr selbst blind. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr wascht eure Becher und Schüsseln von außen ab, doch gefüllt sind sie mit dem, was ihr anderen in eure Gier genommen habt. Ihr blinden Verführer, reinigt eure Becher erst einmal von innen, dann wird auch ihr Äußeres sauber sein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie die weiß getünchten Grabstätten. Von außen erscheinen sie schön, aber innen ist alles voll stinkender Verwesung. Genauso ist es bei euch. Ihr steht vor den Leuten als solche da, die Gottes Willen tun, aber in Wirklichkeit seid ihr voller Auflehnung und Heuchelei. Hoppla, das ist ein nicht ganz romantischer Bibeltext. Da wählt Jesus sehr direkte Worte zu diesen Leuten. Und wenn wir uns bewusst sind, wen er hier so mit Heuchler anspricht, dann sind das ja die Pharisäer, die Schriftgelehrten, das sind auch die Frommen im Volk, das sind auch diejenigen, die den Leuten erklären sollen und zeigen wollen, wie man gut lebt, wie man so lebt, dass es Gott gefällt. Und genau zu denen sagt ihr seid Heuchler. Das griechische Wort, was hier steht, Hypokrites, das ist Schauspieler. In der damaligen griechischen Welt gab es diese Schauspielskunst. Dann haben die Schauspieler Masken angezogen. Und ab dem Moment wusste man, er ist jetzt nicht mehr sich selber. Er spielt jetzt jemand anderes, ist jetzt ein anderer und er gibt etwas ganz anderes vor. Das war dann sofort klar. Und genau dieses Wort braucht Jesus für diese Leute, die er hier anspricht. Er sagt, ihr spielt etwas vor, ihr gebt einen Schein, ihr wirkt nach außen anders, ihr lebt eigentlich eine Lüge. Die tischt ihr den anderen die ganze Zeit auch vielleicht auch euch selber. Aber innen drin sieht es anders aus.
Und ist nicht wahrscheinlich das der Kern von der Lüge, oder? Dass wir anders scheinen wollen, anders wirken wollen, nicht zu unseren Fehlern stehen, vielleicht nicht zu unseren Makeln, dass wir vorgeben, anders zu sein, als die Wahrheit ist, vielleicht vorteilhafter erscheinen wollen oder irgendwie besser oder einfach etwas nicht zugeben wollen und dann laufen wir mit so einer Maske herum und haben nicht die Wahrheit. Also wenn ich diesen Abschnitt lese, wie Jesus hier diese Leute anspricht, dann merke ich, er nimmt das Thema nicht chillig, sondern sehr ernst. Ihm ist das nicht egal. Er braucht da sehr dramatische Bilder, also die Mücken sortieren sie aus, aber verschlucken ganze Kamele. Ich stelle mir das immer so bildlich vor, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Oder das andere Bild, von außen wäscht ihr eure Schüsseln super und innen dran ist einfach Dreck. Umgekehrt sollte man es machen, innen sollte es sauber sein, dann wirkt es außen besser. Oder das krasseste Bild, weiß getünchte Gräber. Von außen wunderbar weiß, schön anzuschauen und innen drin ist Verwesung, ist Tod, ist Zerstörerisches, ist das eigentlich aus und vorbei. Und ich habe mich auch gefragt, ist das nicht vielleicht gerade für uns Christen, für solche, die sich Christen nennen, ein wichtiges Thema? Oft versuchen wir doch irgendwie gut dazustehen und manchmal fällt es schwer, auch zur Wahrheit zu stehen. Ich habe gerade letztes Wochenende so ein Erlebnis gemacht. Ich war als Pastor an einem geselligen Anlass und da ist mir irgendwie, habe ich ein falsches Wort, habe ich falsche Dinge gesagt und plötzlich habe ich gemerkt, oh, das war jetzt gar nicht gut. Und dann habe ich begonnen. Zuerst habe ich gedacht, ja, ist ja nicht so schlimm, das passiert ja jedem Mal. Dann habe ich gedacht, ja, das ist gar nicht so aufgefallen. Und das hat ja keiner gemerkt. Und dann sind wir nach Hause gegangen und das Beste kam dann am Sonntagmorgen. Da waren wir in einem Gottesdienst und war ich da in der Predigt, Gottesdienst, Lobpreis und so weiter. Da habe ich gedacht, ich hatte immer noch so ein komisches Gefühl. Ich habe irgendwie gemerkt, das ist nicht in Ordnung. Und dann saß ich da und habe gedacht, ja, jetzt darf ich zu Gott kommen. Jetzt nimmt er mir alle meine Lasten ab und schenkt, dass es meinem Gewissen wieder gut geht. Wie schön, dass man so Gottesdienst feiern kann. Und dann hat plötzlich der Heilige Geist zu mir gesprochen. Vielleicht hätte ich einfach ein bisschen studieren müssen. Gesagt, nein, das wird dir nicht einfach abgenommen, das musst du wieder in Ordnung bringen. Und dann habe ich gewusst, okay, ich muss Kontakt aufnehmen, mich entschuldigen, dass wir in Ordnung bringen, halt zugeben, stehe ich halt nicht mehr so gut da. Und in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, um das zu machen, da wurde es viel freier wieder in meinem Herzen. Und ich glaube, das sind so Erlebnisse, die wir oft haben, oder? Manchmal rutscht etwas raus, haben wir nicht gesagt, wollten wir vielleicht gar nicht, aber es ist dann viel einfacher, scheint es uns. Aber innen drin kommt Zerstörerisches, kommen schlechte Gefühle und manchmal, ja, Gott vergibt ja alles und so, aber irgendwie, ja, weißgetünchte Gräber, ein brutales Bild, oder? Also zu dieser Frage, wenn es dann bedeutet, einfach außen top, innen flop, oder außen helle, schöne Bleiche und innen liegt die Leiche. Jesus nimmt das überhaupt nicht chillig mit diesem Thema. Da gehen wir weiter zum dritten Impuls. Da steht, Thema Lügen. Was bedeutet das für uns Christen? Lügen, Alltag, Auswirkungen auf mich selber. Also ihr merkt, wir sind schon voll im Thema drin. Ist ja spannend. Es gibt verschiedene Bibeltexte und einen im Kolosser 3, Vers 9 lesen wir gleich, denn der wurde geschrieben bewusst an Christen. Also nicht so, ja, wenn man Christ ist, ist man viel besser und so weiter, sondern es ist ein Thema, das betrifft, sage ich mal, alle Menschen. Und da wird geschrieben an diese Christen im Kolosser 3, Vers 9, hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehört, wie alte Kleider abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. Also eigentlich müsste man sagen, sollte gerade Christen auszeichnen, oder? Dass sie sagen, ja, die Maske, vielleicht besser scheinen zu wollen, als ich bin, anders dazustehen und so weiter. Ich darf diese doch abziehen, weil ich darf Jesus ja alle meine Makel, meine Schuld, meine Verfehlungen, mein Scheitern, das weiß ich doch, dass ich das Jesus abgeben durfte.
Er ist ja am Kreuz für mich gestorben, für all diese Dinge. Und ich darf einfach so, wie ich bin, zu ihm kommen. Oder nochmals anders ausgedrückt, gerade als Christen können wir doch sagen, weil wir wissen, dass Jesus uns liebt, weil wir so extrem wertgeschätzt sind, muss ich nicht mehr etwas vorspielen, muss ich nicht einen Schein aufrechterhalten, sondern ich darf einfach sein. Und ich darf diese Maske bewusst ablegen. Und das meint dieser Schreiber hier auf. Hört doch auf, euch zu belügen. Das braucht es nicht. Ihr dürft einfach ehrlich sein. Und ihr dürft da sein und euch verwandeln lassen. Immer mehr seinem Bild, dem Bild von Jesus ähnlicher zu werden. Und jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend in Bezug auf das Thema Lügen. Weil das Gegenteil von Lügen ist die Wahrheit. Und was passiert, wenn man dem Bild von Jesus ähnlicher wird? Ich habe da einen Vers aus Johannes 14,6, wo Jesus von sich sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Also Jesus sagt damit, ich bin das Gegenteil von Fake. Bei mir ist absolute Wahrhaftigkeit. Er sagt sogar, ich personifiziere die Wahrheit. Das ist absolut spannend. Also er sagt nicht, irgendwelche Fakten, menschliches Wissen oder so ist die Wahrheit, sondern er sagt, ich als Person bin die Wahrheit. Das sagt Jesus. Das ist der Anspruch, den er hat. Und er sagt als erstes damit, ich bin der ich bin. Ich bin Gott, ich bin die Quelle vom Leben. Ich war am Anfang da, ich bin bis ans Ende da. Außer mir gibt es keinen. Und bei mir und in mir ist die Wahrheit zu finden. Sie kommt von mir und ich bin sie. Er sagt damit auch, ich bin der einzige Weg. Er sagt, ich bin der Weg zum Vater. Der einzige Weg. Alle anderen Wege, sagt er, sind nicht die Wahrheit. Also er sagt, es gibt eine Wahrheit und es gibt eine Unwahrheit. Bei Jesus findet man das Heil für die Seele, Errettung für die Seele. An anderen Orten nicht. Das ist der Anspruch, der Jesus hat. Und das Dritte, was er sagt, wenn ihr mir begegnet, begegnet ihr die Wahrheit. Wenn ihr mich ins Leben aufnehmt, wenn ihr mit mir lebt, wenn ihr in mir zum Ruhen kommt, plötzlich findet man immer mehr Wahrheit über sich selber. Lügen, die man geglaubt hat bis jetzt, plötzlich merkt man, dass man Lügen geglaubt hat. Man erkennt Neues. Man merkt, was sich wirklich bewahrheitet, was tragfähig ist, was vielleicht nur Schein ist und kein gutes Fundament. Und es ist auch logisch, wenn ich sage, ich will an Jesus glauben, an Jesus, der die Wahrheit ist. Es ist logisch, dass mein Wert dann Wahrheit ist und nicht Falsches, weil das Falsche dann von Jesus trennt. Also was bedeutet das für Christen, dem Thema Lügen und so weiter? Es trennt von der Wahrheit, weil Jesus ist die Wahrheit. Dann haben wir das vierte Thema. Wo fängt das Lügen an? Da könnten wir jetzt denken, ja, welche kleine Unwahrheit ist schon Lüge und wo geht es gerade noch? Ich habe aber dieses Thema sehr wörtlich genommen. Okay, wo fängt das eigentlich an mit dem ganzen Lügen? Und Jesus hat einen sehr konkreten Idee oder Vorschlag, wo das anfängt. Er sagt nämlich etwas dazu. Er sagt, es gibt einen Ursprung, quasi einen Vater der Lüge. Und er sagt, das ist der Teufel. Jesus stellt sich dabei nicht einfach so ein rotes Männchen mit Hörnli vor, irgendwie, das irgendwo herumzwirbelt oder so, sondern eigentlich die Quelle des Bösen. Nichts Romantisches oder so, sondern dort, wo das Böse zentral ist, sage ich mal. Und das lese ich aus Johannes 8, wie Jesus das beschreibt, wo diese Lüge eigentlich anfängt. Da sagt er, denn ihr seid Kinder des Teufels. Das sagt er übrigens zu Leuten, die ihn töten wollen. Also ist nicht so eine romantische Szene gerade, wo wir uns drin finden. Und zu diesen Leuten, die ihn töten wollen, sagt Jesus, denn ihr seid Kinder des Teufels und deshalb tut ihr bereitwillig das, was euer Vater wünscht. Der war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin, ja, der Vater jeder Lüge. Also Jesus sagt, die Quelle vom Bösen, auch die Quelle von der Lüge, vom Falschen, vom Verdrehten, vom Fake, das ist der Teufel. Das kommt vom Bösen.
Das hat mit ihm angefangen. Und also wenn wir uns das so vorstellen, wie kam das Lügen in die Welt hinein? Wir haben ganz am Anfang in der Bibel diese Geschichte vom Paradies. Übrigens, das Paradies kann man sich gut vorstellen wie Minecraft. Wer kennt das Spiel? Da gibt es den Kreativmodus. Da kann man nicht sterben und hat alles zur Verfügung. Und so war es im Paradies. Die durften von allen Bäumen essen, sogar vom Baum des Lebens. Wenn die Lebensenergie ausgeht, hin zum Baum des Lebens und essen und man lebt ewig. Man war in absolut guter Gemeinschaft mit Gott. Und da kam dieser Verführer, dieser Teufel, dieser Vater der Lüge hinein in diese Situation. Und er kam nicht als böses Wesen. Ich will jetzt euch etwas Böses antun, sondern absolut verführerisch. Und es ist so eine spannende Begebenheit. Wir haben hier hinten so ein Netz. Und man sieht an dieser Begebenheit mega gut, wie sich das Netz der Lüge begann, um sie herumzuspannen. Er kam dann zu dieser Eva und hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt? Also als erstes stellt er einfach mal in den Raum, hey, du musst nicht einfach glauben. Achtung, es könnte auch Unwahres geben. Achtung, vielleicht sogar bei Gott könnte es Unwahrheit geben. Und das ist oft so, wie es beginnt, manchmal auch bei uns. Plötzlich kommen noch so alternative Gedanken. Muss ja nicht ganz bei der Wahrheit bleiben. Es gäbe vielleicht noch andere Möglichkeiten. Und dann als zweites kommt die Übertreibung. Dann sagt der Teufel in der Form dieser Schlange, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum Früchte essen dürft? Plötzlich wird das ein bisschen übertrieben alles. Die Wahrheit beginnt sich zu verdrehen. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ja, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Ja, die anderen machen das ja alle auch. Eigentlich ist es auch viel bequemer. Und dann lügt die Schlange, der Teufel direkt, sagt, Unsinn! Was Gott gesagt hat, ist Unsinn. Ihr werdet nicht sterben. Macht quasi das Wahre zum Falschen und das Falsche erklärt er zum Wahren. Und dann kommt ein vierter Punkt, wie sich das Netz immer enger zieht, beginnt das Schmeicheln. Ja, wisst ihr denn nicht, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und plötzlich werdet ihr erkennen, wow, das wird viel besser sein. Und auch das kennen wir, oder so, vielleicht hilft es ja, vielleicht sogar für den anderen gut. Ja, vielleicht macht mich das Ganze ja sogar richtig frei und fröhlich. Das ist eigentlich viel der bequemere Weg. Und dann das fünfte, was passiert, dann heißt es da im Bibeltext, und die Frau schaute den Baum an. Sie hat geschaut. Oh. Und er sah schön aus. Oder man beginnt dann zu liebäugeln. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht ist es sogar ganz gut. Und so nimmt die Lüge ihren Lauf und das Netz zieht sich immer enger. Die Wahrheit beginnt sich immer mehr zu verdrehen. Und es begann damit, dass dieser Auftritt ganz sanft, ganz verführerisch kam. Schon darin liegt die Lüge eigentlich drin. Und ja, man merkt, wie es immer mehr wird, wie es immer enger zieht und wie die Lüge um sich greift. Also wenn man überlegen, wo fängt das Lügen an, ist das eigentlich ein spannender Moment. Und wenn wir dann weiterlesen, die Verführung hat gewirkt. Adam und Eva haben von der Frucht gegessen. Und damit sind sie aus dem Kreativmodus in den Survival-Modus gewechselt. Tod kam in die Welt und es ging ums Überleben von da an bis heute. Also man könnte sagen, wo fängt die Lüge an? Sie fängt klein an, sie fängt verführerisch an, man beginnt Raum zu geben, immer mehr zu verdrehen und plötzlich ist sie da. Jetzt haben wir aber noch mehr Impulse auf diesem Zettel. Da heißt es, euer Ja sei ein Ja. Das finde ich auch cool. Danke vielmals für diesen coolen Bibelvers, den ihr schon mit auf den Weg gegeben habt. Super. Da sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 37, es sei aber euer Wort Ja ein Ja und Nein ein Nein. Was darüber hinausgeht, ist böse. Oder anders gesagt, mit unserem Reden, das, was wir sagen, soll wahrheitsgetreu sein. Es soll nicht darüber hinausgehen. Es muss nicht viel sein, aber es soll sich bewahrheiten.
soll dem Bösen, dem Lügen, sage ich mal, keinen Raum geben. Soll das sein, was es ist. Es soll im Licht passieren. Und wie wir das ganz konkret im Leben umsetzen können, sagt Jesus wieder in Johannes 8, wo wir schon eine Stelle gelesen haben. Da sagt er dazu im Vers 31 und 32. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich finde es spannend. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, bleibt ihr in der Wahrheit, nicht in der Lüge, in der Wahrheit bleiben und das wird frei machen. Nicht die Lüge macht frei, die Wahrheit bei Jesus macht frei. Also wenn es, sage ich mal, irgendwo so eine Art Rettungsring gibt, dann könnte man sagen, der Rettungsring vor der Lüge ist die Wahrheit von Jesus, in dieser Wahrheit zu bleiben. Und Jesus sagt, wenn ihr in meinen Worten bleibt, dann bleibt ihr in dieser Wahrheit. Und ich habe manchmal gedacht, ja, in den Worten von Jesus bleiben, was bedeutet das? Also ihr habt im Unti jetzt mega viel gelernt über die Worte von Jesus. Heißt das, wir wissen das alles und machen das halt auch, ob wir wollen oder nicht. Und ich habe irgendwie den Eindruck, das geht viel weiter und viel tiefer. Ich stelle mir vor, wie die Leute damals Jesus zugehört haben und gesagt, in den Worten von Jesus bleiben. Das heißt, sich immer wieder zu erinnern, was hat eigentlich Jesus gesagt? Das zu wiederholen. Was steckt eigentlich da drin? Das immer wieder zu repetieren, zu kauen, zu vertiefen, da drin zu bleiben. Und ich habe gedacht, eigentlich ist das noch logisch, oder? Wenn ich den ganzen Tag mich mit Dingen abgebe, wo die Unwahrheit gesagt werden, wo andere Dinge gesagt werden, logisch prägt mich das. Und ich komme selber immer weiter weg von der Wahrheit. Aber wenn ich mich mit dem beschäftige, was wahrhaftig ist, wenn ich mich mit dem Wahrhaftigen selbst, mit Jesus, mit seinen Worten beschäftige, wenn ich diese Worte nehme und wieder kaue und wiederhole und immer mehr darin eintauche, dann werde ich immer mehr checken und erfahren und merken, was ist eigentlich wahr? Was ist eigentlich die Wahrheit? Und Jesus sagt, das ist in diesem Thema unser Rettungsring, das ist das, was Freiheit bringt. Das soll eine Ermutigung sein für uns alle, aber ich habe gedacht, auch für euch. Wir feiern ja an der Konfirmation auch quasi religiöse Mündigkeit, oder? Offiziell Schweizer Gesetz, ab 16 ist man religiös mündig. Vorher sagen die Eltern, was man glauben muss oder sind für die Religion zuständig. Nachher wird von der Gesellschaft und von uns als Kirche wird euch zugetraut, ihr könnt selbstständig gute Entscheidungen, gerade in Bezug auf euer Glaube fällen. Ihr könnt von jetzt an selber entscheiden, wollt ihr euch mit den Unwahrheiten dieser Welt füllen oder wollt ihr in den Worten von Jesus bleiben? Wollt ihr Raum geben, sagen wir mal, wenn wir zusammen Gottesdienst feiern oder in einer Kleingruppe oder im Catch-up oder so, das sind Orte, wo wir uns die Worte von Jesus verinnerlichen, wo wir darüber nachdenken, wo wir versuchen, diese Wahrheit mehr zu verstehen. Eure eigene Entscheidung, unsere aller eigene Entscheidung, mit was füllen wir uns auf jeden Tag? Bleiben wir in den Worten von Jesus oder nicht? Also wenn wir sagen, euer Ja sei ein Ja, dann können wir auch sagen, euer Ja zu Jesus soll auch ein Ja sein, um in diesen Worten von Jesus zu bleiben. Und wir kommen noch zum letzten Impuls. Mögt ihr diesen noch? Die einen sind ein bisschen am Einnicken, andere haben gesagt, ja gut, wir probieren es. Letzter Impuls, der 6. finde ich eine mega spannende Frage. Wie gehe ich damit um als Christ, wenn ich angelogen werde? Oder man kann die Perspektive mal ändern. Müssen wir uns immer für dumm verkaufen und alles lieb finden und so weiter? Glaube ich überhaupt nicht. Ist eigentlich ein riesiges Thema. Ich habe einen Vers und ein Beispiel dazu. Und nämlich Römer 12, Vers 21. Da heißt es, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Oder jetzt in Bezug auf unser Thema, lass dich nicht von der Lügen, von der Lügneien besiegen, sondern besiege diese Lügen mit dem Guten, mit der Wahrheit, die in Jesus Christus ist. Also, lass dich nicht vom Bösen besiegen. Man merkt, dass da auch ein Kampf drin steckt, oder? Auch beim Thema Lügen kann ein Kampf drin stecken. Es wird einem immer mehr so wie Honig ums Mund gestrichen. Das Netz kann kommen, zieht sich enger, man muss relativ wach und bereit sein.
Oder man darf sagen, nein, ich will zu Jesus gehen, ich will bei ihm sein, ich will seine Wahrheit der Lüge entgegenhalten. Und das eine Beispiel, was ich habe, das zeigt eigentlich gut, wie das funktionieren kann, dass man quasi, ja, so wie in die Wahrheit bei Jesus so richtig eintauchen kann und sich von dieser Wahrheit bestimmen lassen kann. Wir werden nachher gleich ein Lied hören, wo ihr auch zuhören dürft. Und in diesem Lied geht es noch um eine Lüge, eigentlich eine eigene Box, wenn wir uns selbst belügen, ist auch eine Art von Lüge, oder? Und ich kann dieser Lüge die Wahrheit von Jesus entgegenhalten. In dem Lied heißt es im Refrain dann, You say I'm loved when I can't feel a thing. Also wenn ich mich selber wertlos fühle, wenn ich denke, ich bin nicht geliebt, dann kann ich die Wahrheit von Jesus aussprechen. Jesus liebt mich unendlich. Und wie wertvoll macht mich das? Oder dann heißt es im Lied, You say I am strong when I think I am weak. Manchmal fühlen wir uns schwach und ich kann die Wahrheit von Jesus entgegenhalten und sagen, in Jesus bin ich stark, weil er hat gesagt, dass er in den Schwachen stark ist. Und heißt es im Lied, You say I'm held when I am falling short. Wenn ich auf den Boden falle, wenn ich mich aufgebe, wenn ich mich unnütz fühle, dann darf ich die Wahrheit aussprechen. Jesus hält mich und er führt mich und sein guter Stab führt mich sogar durchs dunkle Tal. Oder dann heißt es, And when I don't belong, you say I'm yours. Wenn ich das Gefühl habe, nirgends dazu zu gehören, allein zu sein, dann halte ich dem die Wahrheit von Jesus entgegen. Er nimmt mich in seine Familie auf. Ich gehöre zu ihm. Ich darf sein Freund sein. Ich möchte gerne zum Schluss beten. Danke, Jesus, dass wir dein Wort lesen dürfen. Und da sind spannende Impulse drin, auch zum Thema Lügen oder Wahrheit. Und ich finde es einerseits mega spannend, dass du da offensichtlich anders tickst als unsere Gesellschaft. Für dich ist Lügen nicht ein chilliges Thema, weil es kommt irgendwie von innen drin. Und da soll nichts Böses sein. Und vielleicht ist dieses Thema heute auch dran, weil du uns etwas aufzeigen willst, wo wir einer Lüge glauben oder selber eine Lüge aufrechterhalten. Und wo es dran wäre, hinzustehen, mutig zu sein, den schwereren Weg zu wählen, es etwas kosten zu lassen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Da möchte ich dich bitten, Jesus, dass du uns hilfst auf diesem Weg. Und dann finde ich auch spannend, Jesus, wie du sagst, wenn wir in deinen Worten bleiben, wenn wir in dir bleiben, du bist die Wahrheit. Und wenn wir in dir sind, finden wir immer mehr zu dieser Wahrheit. Erkennen wir immer mehr selbst über uns, was sich bewahrheitet. Wir merken auch, was im Leben wirklich trägt und was nicht. Und so möchte ich dich bitten, Jesus, für uns alle, auch für unsere Konfirmanden, dass du uns hilfst, dich immer mehr kennenzulernen und durch dich die Wahrheit. Und dass wir erleben dürfen, wie diese Wahrheit frei macht. Amen.